Etwas, was ich mega gerne mache, ist Wandern. Es war noch ein bisschen cooler, als ich noch nicht meine Tochter tragen musste. Aber es ist etwas, was ich mega cool finde. Und etwas, was ich jedes Mal faszinierend finde, sind die Bäche überall. Einmal sind wir mal so einen Hang einfach darauf gerannt, also einen Berg. Und dann irgendwo sind wir an einem Bach entlang und plötzlich war dort einfach eine Quelle gewesen. Einfach aus dem Nichts quasi kommt Wasser raus und es kommt Wasser raus und Tag ein, Tag aus. Also ich bin nicht so lange dort geblieben, aber ich habe vermutet, dass einfach das immer dort rauskommt. Es fließt Wasser herab und es sieht sauber aus. Es ist meistens auch sauber. Einmal haben wir daraus getrunken, Andrea und ich, weil wir Wasserflaschen gefunden haben in unserem Rucksack, haben sie nachher gemerkt, dass ich noch dort war. Und dann sind wir einen Meter weitergelaufen und dann hat es dann irgendeine Rehgacke gehabt, oben am Strom, aber egal. Meistens ist das Wasser mega gut in den Bergen. Es ist mega klar. Und ich weiß nicht, ob es dir auch schon so gegangen ist, wenn du unterwegs bist und bist so total verschwitzt und hast heiß, dass einfach schon ein Strom kommt und einfach dich erfrischen. So frisches Wasser, so lebendiges Wasser, so Wasser vom Berg runterkommt, ist einfach mega gut. Und Jesus hat eine Aussage, beziehungsweise mehrere Aussagen gemacht in Bezug aufs Wasser, die mich total fasziniert und die ich euch da vorlesen will. Jesus hat mal gesagt, das sehen wir im Johannes 4,14, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Jesus sagt da zu einer Frau, die total verzweifelt war, hey, wenn du von dem Wasser trinkst, das ich dir geben kann, wenn du zu mir kommst, wirst du nie mehr Durst bekommen. Und nicht nur das, aus deinem eigenen Leben wird eine Quelle kommen, die in alle Ewigkeit das frische Wasser bringt von mir. Und er hat jetzt da nicht Wasser wortwörtlich gemeint, sondern der Überfluss, wo Gott uns geben will, wenn wir ihn kennenlernen. Und da möchte ich dich jetzt fragen, hast du das Wasser? Und erlebst du den Überfluss? Bist du so ein Bach, wo frisches Wasser fließt, wo andere Leute kommen können und sagen, wow, wenn ich mit dem sprich, da erlebe ich etwas von Gott. Da ist etwas anderes da. Und ich frage dich, hast du das in deinem Leben? Erlebst du das Wasser, das Gott dir geben will? Wenn du Jesus kennengelernt hast, wenn du sein Kind bist, ist das so, dass Jesus gesagt hat, hey, du hast das? Und wir wollen uns heute damit auseinandersetzen, mit einem Grund, dass wir das vielleicht nicht so erleben. Und wenn du Gott nicht kennst, hey, ich möchte da heute Mut machen, diesen Schritt zu machen, sagen, so sagst Gott, ich möchte mich auf dich einlassen, ich möchte von dem Wasser trinken, das du Gott mir gibst. Wir verkaufen da Cocky und andere Süßgetränke. Das gibt immer wieder Durst, es gibt sogar noch mehr Durst und ist noch ungesund, zu allem anderen. Ich weiß gar nicht, warum wir das machen. Aber das Wasser, das wir bei Jesus überkommen, das ist ein Wasser, das uns nicht nur den Durst löscht, sondern es ist ein Wasser, das uns selber zu einer Quelle macht. Und ich sage etwas ganz Einfaches, es kann nicht sein, dass du ein Kind von Gott bist und das nicht erlebst. Weil für das ist Jesus gestorben und es geht nicht darum, dass ich dir einen Druck mache. Aber es ist schade, wenn wir alles anders sind als so ein Bach, wenn Jesus gekommen ist und alles geht und alles gemacht hat, damit wir das sein dürfen. Und das wünsche ich uns allen. Ich bin immer wieder erstaunt, dass ich Menschen erlebe, die sagen, dass sie Jesus lieb haben und Jesus kennen, vielleicht schon viele Jahre, aber das irgendwie überhaupt nicht als eine Realität haben in ihrem Leben. Wo gar nicht sagen, hey, Dani, das mit Jesus unterwegs sein, das ist so cool und es ist so ein Überfluss, ich fließe so richtig über mich, verspritzt fast wie so ein Hahn, wo wenn es einmal verjagt, dann gibt es eine riesige Fontäne und es spritzt. Nein. Ganz häufig sind Menschen, die Gott kennen, plagt von Unsicherheiten, von Ängsten. Sie möchten vielleicht Gott mehr erleben, aber denken, hey, der ist so weit weg, wo ist er eigentlich? Ganz häufig tut man von einem Ort zum anderen pilgern, von einem christlichen Event zum anderen, dass man hofft, irgendwie da so eine Infusion überzukommen und ein bisschen mehr wieder von Gott erleben. Und man ist so wie von einem zum anderen, dass man das irgendwie so ein bisschen heim bleiben kann. Aber ist es wirklich das, dass wir von einem Event zum anderen mit pilgern und nicht gegen all die Events? Ich finde die mega cool, ihr wisst, ich mache immer wieder Werbung für alles Mögliche. Aber die Fülle, die Jesus geredet hat, ist mehr als nur einfach von einem Anlass zum anderen pilgern, dass wir dort
unsere Sättigung holen können. Jesus hat gesagt, wenn du bei mir trinkst, wirst du nie mehr Durst haben. Und ich glaube das und ich darf das in meinem Leben erleben. Was nicht heisst, dass immer alles rund läuft. Dass ich nicht auch Zeiten habe, wo ich down bin. Aber ich darf erleben, dass das, was Jesus gesagt hat, wahr ist. Dass, was er uns gibt, wirklich ein Überfluss ist. Und doch gibt es Menschen, Christen, die Gott lieben, die sich vielleicht mehr wie eine austrocknete Pfütze fühlen, die so denken, hey, bei mir fließt es gar nicht, es ist eher so ein bisschen abgestanden, es läuft nicht, ich weiß nicht, wo Gott ist. Ich frage mich, wo die Quelle ist, wo der Jesus ist, wo alle so vielleicht erzählen, dass sie ihn erleben. Ich lebe das nicht so. Es ist einfach anstrengend, man ist nicht happy mit dem. Und was ich dann ganz schade finde, ganz häufig, anstatt dass man sagt, Gott, ich möchte das erleben, versucht man mehr und mehr selber zu kämpfen. Und man kommt häufig an einen Punkt, wo man sagt, ich gebe auf. Es gibt solche, die dann ganz aufgehen, dass sie sagen, ich gehe nicht mehr in die Kirche, ich will nichts mehr mit Gott zu tun haben. Und andere gehen innerlich auf. Dass sie nach außen alles weitermachen wie bisher, aber eigentlich innerlich wie abgehängt sind von Gott. Man geht vielleicht nicht in die Kirche, man schafft an einem Ort mit, aber man hat wie aufgehört und gesagt, du, dass der Überfluss, der ist bei mir nicht da. Und ich finde es cool, mit diesen Leuten unterwegs zu sein. Ich glaube, dass es Gott irgendwie gibt, aber ich glaube, ich bin jetzt einfach nicht so eine, keine Ahnung. Man hängt ab, man gibt auf. Und wenn du zu denen gehörst, hey, ich möchte dir mega Mut machen, gib nicht auf. Gott hat gesagt, wir dürfen zu ihm kommen, mit all unseren Anliegen. Und ich bin sicher, dass das eines der Anliegen ist, wo Gott ganz sicher erhören will, wenn er sagt, Gott, ich möchte dich erleben, ich möchte den Überfluss erleben, wo du verheißen hast. Es gibt aber auch noch eine zweite Gruppe von Menschen. Und das sind so eine Art Superchristen. Das sehen wir ja da. Der hat es im Griff. Und wenn ich mit so Christen rede, hat man so den Eindruck, hey, bei denen läuft alles rund. Und ich denke manchmal, hey, ich habe auch meine Kämpfe und ich weiß nicht, bei dir scheint alles so rund zu laufen. Es ist alles gut. Man hat den Eindruck, hey, sie haben es geschafft. Gott, ich weiß nicht, wie, muss mir dankbar sein, dass es diese Menschen gibt. Und Fehler machen darf man bei diesen Menschen nicht. Weil Christsein heisst für sie perfekt sein. Und sie haben es geschafft, sie sind perfekt. Und in dem Sinn haben sie es einfach voll im Griff und laufen auch so umeinander. Vielleicht auf andere herabschauen, auf andere zeigen. Vielleicht, manchmal fühlt man sich selber in so einer Rolle, dass man plötzlich den Eindruck hat, hey, ja, ich habe es im Griff und zeige auf andere. Wisst ihr, was Jesus über so Menschen gesagt hat? Die hat es in der Zeit von Jesus auch schon gegeben. Jesus hat gesagt, die sind wie gedüngte Gräber. Das sind wie so schöne Grabmal, wo oben dran Blumen haben, einen schönen Grabstein. Man denkt, wow, das ist ein schönes Gärtchen. Aber wenn man ein bisschen tiefer grabt, sind Knochen da, es stinkt, es hat Würmer. Und wenn man ein bisschen mehr dahinter schaut, ist es nicht so, wie es scheint. Und das trifft ganz häufig auf so Menschen zu. Du wirst dich jetzt vielleicht fragen, ja, wie kommt jetzt der von der einen auf die andere? Die eher so ein bisschen frustriert sind und die so ein bisschen den Eindruck haben, wir sind's. Der Punkt ist, das Problem von diesen beiden Gruppen genau das Gleiche ist. Nämlich Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit heisst, dass wir als Christsein an Äußerlichem festmachen. Wir haben so eine Art Checkliste, wo wir sagen, wenn ich die erfüllt habe, dann bin ich okay für Gott. Dann bin ich ein guter Christ. Dann habe ich es geschafft. Dann ist Gott zufrieden mit mir. Und so laufen die einen mit dieser Checkliste um und merken, nein, ich schaffe es nicht, schon wieder nicht geschafft und sind total frustriert. Und andere laufen mit dieser Checkliste um und denken, check, 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 check. Leck du mir, bin ich ein Protzkerl. Bin ich nicht, aber egal. Beide meinen, Gott nachzufolgen hat mit dem zu tun, dass man gewisse Sachen erfüllt. Das sagt die Bibel Gesetzlichkeit. Wenn ich gewisse Gesetze erfülle, dann bin ich ein guter Christ bei Gott. Und bei den einen führt das eben, wie gesagt, zu Frustration, dass man irgendwie die Nase voll hat und denkt, hey, so einen Gott
Mit dem wollte ich nichts zu tun haben, wo mir nur so Lasten aufleitet und ich weiß nicht, was von mir erwartet, mit dem wollte ich nichts zu tun haben. Und es gibt dann wiederum andere, die dann, wie gesagt, weil sie meinen, das geschafft zu haben, total überheblich sind. Wir finden in der Bibel ganz viele so Beispiele, wo das angesprochen wird. Das ist nichts Neues. Wo die Autoren wie der Paulus darum kämpfen und sagen, hey, Christsein hat nichts mit einer Religion zu tun, sondern mit einer Beziehung. Wenn du mit Gott unterwegs bist, geht es nicht darum, dass du eine Checkliste erfüllst, sondern dass du mit Gott in einer Beziehung lebst. Und alles, was es dazu braucht, hat Gott schon geschenkt. Wir wollen dafür jetzt einen Bibeltext anschauen, aus dem gleichen Buch, das wir schon im Juli zu einem ähnlichen Thema auch angeschaut haben, im Galater 5, 1 bis 6. Ich lese euch das vor, ihr könnt es hier auf dem Bildschirm mitlesen. Da schreibt der Paulus, den Galater, er hat übrigens in diesem Brief überhaupt nichts Positives an den Galater können lassen. Und die Galater waren extreme Checklisten-Christen und haben gemeint, hey, wenn wir das und das und das machen, dann sind wir auf einem guten Weg. Und der Paulus geht da ganz hart rein, aber tut auch jetzt in dem Kapitel 5 Ihnen zeigen, um was es geht. Und da sagt der Paulus mit einer Vehemenz, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Lasst es euch von mir, Paulus, gesagt sein. Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch das, was Christus getan hat, nichts nützen. Ich weise jeden, der sich beschneiden lassen will, noch einmal mit allem Nachdruck darauf hin, mit seiner Beschneidung verpflichtet er sich, das ganze Gesetz zu befolgen. Ich mache jetzt einen ganz kurzen Break. Der eine wird sich vielleicht gefragt haben, was hat das mit dem Beschneiden auf sich? Also ist das, glaube ich, bei euch nicht das Thema, dass wir jetzt das behandeln müssen, oder? Und ich möchte es ganz kurz erklären. Beschneiden, das ist etwas, was die Juden bis heute noch machen und damals auch gemacht haben, wo alle Männer, das Vorderstückchen vom Schnäbi ist abgeschnitten worden. Das ist jetzt einfach Biologie. Und das haben sie gemacht, um zu zeigen, dass sie zu Gottes Volk gehören. Es war ein religiöses Ritual. Also wer das hatte, der konnte Jude werden. Und das war so die Galater, und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, bei uns geht es, wie gesagt, nicht um das Thema an sich beim Schneidung, aber dass wir den Text verstehen. Die Galater, sind keine Juden gewesen, und die sind Christen geworden und die sind Vollgas mit Gott unterwegs gewesen und haben mega Freude gehabt und haben, dass Gott einfach so gut mit ihnen meint. Und irgendwann sind so ein paar Juden gekommen, die auch mit Gott unterwegs sind und auch Vollgas sind, aber sie haben ein anderes Verständnis gehabt. Und dann sind sie zu denen gekommen und gesagt, was, ihr seid auch mit Gott unterwegs, aber ihr seid ja Heiden. Was, ihr glaubt an Jesus? Ah, cool. Und dann haben sie einen Fehler gemacht. Haben sie gesagt, aber wenn ihr nicht beschnitten seid, wenn ihr nicht wie wir Juden leben, dann könnt ihr keine guten Christen sein. Dann könnt ihr gar keine Christen sein. Und dort hat es angefangen, Checklisten. Dann haben sie gesagt, wenn du das nicht erfüllst und das, weil sie haben nachher einen Haufen andere Sachen hinzugefügt. Wo sie gesagt haben, wenn du das nicht erfüllst, dann kannst du nicht Christ sein. Und das ist das, was der Paulus da anspricht. Er sagt, hey, wenn ihr mit einem Checklisten-Zeug anfangt, dann ist das für Katz, was Jesus gemacht hat. Hört auf mit dem. Darum hat der Paulus da so vehement sich da reingefahren und um das als Thema Beschneidung angesprochen. Weiter geht es im Vers 4. Sagt der Paulus, wenn ihr versucht, ich sage es auf Hochdeutsch, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Jesus gelöst und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Wir hingegen warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält, und diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes. Sie ist uns aufgrund des Glaubens geschenkt. Denn wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube, ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Zur Freiheit sind wir berufen. Zur Freiheit hat Gott uns berufen, fängt der Paulus den Abschnitt an. Der Paulus fängt nicht den Abschnitt an und sagt, hey, liebe Leute in Galatien, passet auf, dass ihr euch an alle Regeln haltet. Wenn ihr gute Christen seid und von Gott angenommen seid, müsst ihr das machen. Nein. Der Paulus kommt mit einer Vehemenz rein und sagt, Gott hat euch dazu berufen, dass ihr frei seid. Und frei sein heisst,
Ich muss nicht das und das alles erfüllen, dass Gott mich gern hat. Frei sein in einer Beziehung heisst, dass ich zum Beispiel mit meiner Frau wissen darf, sie liebt mich, auch wenn ich zwischendurch einfach ein Depp bin. Und ich nichts machen muss, um die Liebe mir zu gewinnen. Das was nicht heisst, dass ich mir auch Mühe gebe, dass die Liebe auch bleibt und sie nicht irgendwann mal sagt, hey Dani, jetzt langt's. Aber so grundsätzlich, dass ich weiss, hey, ich darf auch mal aushängen und mal einen Moment haben, wo ich einfach nachher sorry muss sagen. Das ist Freiheit, wenn man in so einer Beziehung drin sein darf. Aber wenn man eine Beziehung hat, wo es die ganze Zeit um eine Checkliste geht und kaum hast du dich nicht erfüllt, heisst, zack, weg mit dir. Das ist keine Freiheit. Und das ist das, was der Paulus da anspricht. Und ich möchte nochmal zurückkommen auf die Frage. Die gleiche Frage, wie ob du den Überfluss erlebst in deinem Leben. Ich möchte dich fragen, erlebst du die Freiheit, die Gott dir geben will? Die Gott dir gegeben hat? Oder erlebst du es eher so ein bisschen als ein Joch, als etwas, das mühsam ist, das dich runterdrückt? Der Joch war etwas, das man den Tier aufgelegt hat, wenn sie etwas mega streng ziehen müssen, wenn sie gackert haben und was auch immer. Und da sagt der Paulus, lasst euch nicht wieder unter ein Joch zwingen, wo euch runterdrückt mit euren Checklisten, wo ihr meint, wenn ich das und das erfülle, bin ich ein guter Christ. Und das ist ein Denken, das sich immer wieder eingeschlichen hat bei den Christen. Immer wieder sind Christen auf das eingefallen, obwohl Christen ganz stark betonen, hey, wenn du, um ein Kind von Gott zu werden, musst du absolut nichts machen, weil Jesus hat alles gemacht am Kreuz. Das sagt uns die Bibel. Gott ist selber auf die Welt gekommen, ist gestorben, das feiern wir an Ostern. Er ist auferstanden und hat den Weg gemacht, frei zu Gott. Und wir können nichts machen, um das anzunehmen. So viel, so klar. Aber ganz häufig, und da frage ich mich warum, und das ist schon damals so gewesen, wenn wir einmal den Schritt gemacht haben, tun wir das Christsein wie auf das reduzieren und jetzt geht es darum, jetzt musst du die Regeln erfüllen. Und sonst ist Gott nicht mit dir zufrieden. Sonst ist Gott nicht, bist eigentlich kein guter Christ, bist kein Christ, vielleicht sogar. Kann das sein, dass ich in eine Beziehung hineingehe, total frei, und nachher heisst, du musst nur noch Sachen erfüllen und sonst kannst du gerade wieder gehen. Ich glaube nicht, dass Gott das denkt hat für uns. Aber ganz häufig sind wir in so einem Muster drin, dass wir den Eindruck haben, ui, nein, jetzt bin ich in dieser Mühle und jetzt muss ich erfüllen. Vielleicht denkst du, ich muss das und das machen, ich muss in einem Team mitarbeiten, ich muss das machen. Das sind alles Sachen, die mega gut sind. Aber der Beweggrund darf nicht sein, dass wir Gott etwas beweisen wollen. Dass wir Gott damit gnädig stimmen. Dass Gott uns nachher wegen dem lieber hat. Gott hat uns total lieb als seine Kinder und möchte mit uns unterwegs sein und nicht, dass wir anfangen, ihm das wie abzuverdienen. Um das geht es nicht. Das ist eben das Checklisten-Beziehung, wo Gott nicht für uns so gedacht hat. Der Paulus sagt da ganz hart in dem Abschnitt, wenn ihr meint, dass ihr durch das Einhalten von gewissen Sachen Gott gefallen könnt, dann müsst ihr es aber auch recht machen. Wenn ihr aus eigener Kraft Gott gefallen wollt, müsst ihr jedes einzelne Gesetz von Gott erfüllen. Und Gott hat ganz klar gesagt, das kann gar kein Mensch. Also Paulus tut sich eigentlich da fast ein bisschen lustig machen über die Galater. Er sagt, wenn ihr das probieren wollt, ihr dürft es probieren, aber dann müsst ihr jedes erfüllen, ohne Ausnahme. Und wenn ihr eins nicht schafft, habt ihr versagt von Gott. Wie viel besser ist es, wenn wir die Checkliste weglegen und sagen, Gott, ich kann es nicht. Und ich bin so dankbar, dass ich einfach dein Kind sein darf. Ich muss es nicht probieren. Immer wieder erlebe ich auch junge Menschen, wo ich merke, dass sie mit ihrer Beziehung mit Jesus am Kämpfen sind. Es läuft irgendwie nicht so, wie es sollte. Ja, vielleicht ist es ein Krampf sogar. Und ich möchte die Frage einfach mal in den Raum stellen, könnte es sein, dass du aus dieser Verbindung mit Jesus gefallen bist, weil du einfach selber am Probieren bist? Weil du das Christsein auf das reduziert hast, Checklisten zu erfüllen, anstatt in einer Beziehung zu leben? Weil Gott will, dass wir mit ihm unterwegs sind. Und wir werden nachher noch sehen, dass auch Gott will, dass wir durchaus seine Gebote auch halten. Aber er möchte, dass wir Beziehung leben
und nicht eine Checkliste mit uns herumtragen, so jetzt habe ich das erfüllt, die Bibel gelesen. Hey, so wichtig, die Bibel zu lesen. Aber nicht, damit ich einen Haken setzen kann, sondern weil ich Zeit mit meinem lieben Vater verbringen will. Weil ich mehr lernen, wie Gott ist. Weil ich wissen, wie ich mich verhalten soll in meinem Alltag. Gott mehr kennenlernen. Aber nicht, weil ich einen Haken setzen will. Ich hoffe, ihr spürt ein bisschen den Unterschied. Das eine ist Beziehung, die ich mache, weil ich die Liebe begreife, die ich überkomme. Das andere ist, ich tue einfach etwas erfüllen und in einem religiösen System leben, damit ich, keine Ahnung, den Eindruck habe, ich bin vielleicht ein guter Christ. Gott möchte nicht, dass wir religiös sind. Gott möchte, dass wir als seine Kinder leben, in einer Beziehung mit ihm. Ich möchte das mit einem Beispiel verdeutlichen von meiner Tochter. Chiara, die ist jetzt 13 Monate alt und die wird immer beweglicher. Das ist richtig cool. Im Moment kann sie noch nicht laufen, aber sie kann mit einem riesen Speed krabbeln. Und ihr Lieblingshobby ist Stegenhaus laufen. Also wenn wir die Haustüre aufmachen, macht tschu, tschu und sie geht schon ins Stegenhaus und ich muss ihr nach. Und sie darf das nicht. Chiara darf Stegenhaus laufen, nicht allein. Ist verboten. Warum sage ich ihr das? Weil ich sie lieb habe. Weil ich weiss, dass es das Beste für sie ist und darum lade ich das nicht zu. Ich gehe mit ihr durchaus öppe mal Stegenhaus laufen und sie ist mega langweilig, aber sie findet es cool. Aber allein darf sie nicht. Und so ist es mit Gott. Gott gibt uns durchaus gewisse Sachen, wo er sagt, das und das ist gut. Und das sollst du machen. Aber er macht das nicht, damit Gott dich nachher lieber hat. Ich will Chiara nicht lieber haben, weil sie sich an das halten, was ich ihr sage. Die Chiara kann auch noch anfangen, ein religiöses Ritual aus dem, ich darf nicht auf die Stege gehen, machen. Ich darf nicht auf die Stege gehen, ich habe das eingehalten. Ich werde sie nicht mehr lieb haben. Wenn ich ihr sage, Chiara, du sollst das nicht machen, ist der einzige Grund, dass ich nicht will, dass sie abtätscht und keine Zähne hat, die paar wenigen, die sie hat. Ja, das ist ganz einfach. Und wenn Gott uns ein Gesetz gibt, etwas sagt, das wir befolgen sollen, macht er das aus einem einfachen Grund, weil er das Beste ist für uns. Weil er uns lieb hat. Aber nicht, dass wenn ich das gemacht habe, zu Gott komme und sage, Gott, gell, check, jetzt hast du mich ein bisschen lieber. Nein, Gott hat uns so oder so mega lieb. Und Gott will nicht, dass wir abtätschen in unserem Leben. Und darum gibt er uns gewisse Sachen. Aber nicht, damit wir das erfüllen und meinen, jetzt habe ich ein nächstes Level erreicht oder jetzt habe ich irgendetwas erfüllt, um Gott zu genügen. Wenn man so redet, kommt ganz schnell die Frage auf, irgendwie, aber ist da jetzt nicht Gefahr, dass ich einfach über die Stränge haue? Könnte ich jetzt nicht einfach sagen, hey gut, Gott, wenn es nicht darauf ankommt, wie ich lebe, ich kann ja schon ein bisschen schauen, dass mich nicht auf die Schnur haut, oder? Dann tue ich jetzt einfach mal Grenzen austesten. Ich möchte zeigen, wie sinnlos das ist, an einem Beispiel. Der Paulus hat im Römer 6, das haben wir schon mal erwähnt und ich finde das total cool, der Paulus sagt dort, stellt genau die Frage und sagt, hey, auf keinen Fall. Das macht absolut keinen Sinn. Du musst eigentlich recht bekloppt sein, dass du eigentlich auf die Idee kommst. Oder ich sage es anders, du hast das Ganze mit Gott eigentlich nicht verstanden, wenn du dich fragst, ja, wie weit darf ich jetzt bis zu dieser Stege? Darf ich einen Meter hin und die ein bisschen anschauen, ist das gut? Wenn ich so ein bisschen noch worshipen dabei, ist das auch noch okay? Oder wenn du so denkst, wie weit darf ich gehen, dass es noch okay ist für Gott? Oder dich fragst, hey, ich gehe ja, es ist egal, Gott hat mich ja trotzdem lieb. Ist das ein Zeichen, dass du vielleicht Gott nicht verstanden hast oder beziehungsweise was Sünde für Gott bedeutet? Und ich möchte mit euch die Geschichte von Matthew anschauen. Also das ist, ich weiß nicht, ob es eine wahre Geschichte ist, ich glaube nicht. Aber soll das ein bisschen verdeutlichen. Der Matthew, der war ein Obdachloser, hat in den USA gelebt und hat sich dort von der Straße ernährt. Und er hat irgendwo ein Restaurant gefunden, wo hindurch der Abfall rausgerührt worden ist. Und er hat sich dort ernährt. Er hat alles Mögliche in dem Container, was auch immer das war, gefunden. Es hat faulen Salat gehabt, vergammeltes Essen, verschimmelte Dessert, abgestandene Flüssigkeit, stinkendes Wasser. Und ja, der Matthew hat das Zeug gegessen, er hat eigentlich nicht viele Alternativen gehabt. Er hat sich von dem ernährt, Tag ein, Tag aus. Er gewusst, es tut ihm nicht gut, das macht ihn eigentlich kaputt. Er wird wahrscheinlich irgendwann Krebs haben oder sonst irgendetwas und ab dem sterben. Aber was soll er machen? Er hat ja nichts Besseres gewusst. Eines Tages ist der Matthew, wo er so am Rumnuscheln war, und ich finde es mega tragisch, auch in der Schweiz sieht man so Sachen, wo er so dran war und sich das Essen irgendwie rausgesucht hat ihn der Restaurantbesitzer entdeckt. Und das war ein guter Mann,
und hat Mitleid gehabt mit dem Matthew. Hat den Matthew angerufen. Der Matthew hat zuerst ein bisschen Angst gehabt, dass es einen Zusammenschiss gibt oder dass er jetzt nie mehr da Essen umsammeln. Und dann ist der Restaurantbesitzer gekommen und hat gesagt, hey, wie heisst du? Ah, du heisst Matthew. Schau, Matthew, ich möchte nicht, dass du da in dem Abfall musst essen. Ich möchte, dass du ab jetzt jeden Tag einmal in meinem Restaurant darfst dich am Buffet einfach bedienen. Du darfst jetzt zuerst noch duschen, du kommst neue Kleider rüber, damit es auch für die anderen okay ist. Und dann darfst du jeden Tag kommen, dich da duschen und darfst dann einfach dich an dem Buffet bedienen. Ich muss euch mal vorstellen, wie das Matthew gegangen ist. Das ist wie ein Mensch, der Gott kennenlernt. Der das erste Mal so völlig, ich denke, so cool. Einfach beschenkt. Der Matthew hat sich eben umgezogen, ist dann ein riesiges Hotel gewesen, ist dann in die Halle reingekommen und dann hat er das Buffet gesehen. Hey, das ist Weihnachten, Geburtstag und was gibt es noch? Alles zusammen gewesen. Ein riesiges Buffet, wo sich Essen an Essen in Bergen angehäuft hat. Und der Matthew schaut das an und sagt, hey, aber ich kann das nicht zahlen. Sagt der Restaurantbesitzer, hey, ganz ruhig, Matthew, du musst das nicht zahlen, es ist ganz okay, es läuft gutes Geschäft und ich kann mir das wirklich leisten. Du darfst einfach dich bedienen. Und dann hat der Matthew mit leuchtenden Augen sich umgeschaut und dann fragt er den Chef, und wo ist der Abfallkübel, dass ich mich dort ernähren darf? Jetzt hätte er lachen. Nein. Das macht keinen Sinn, oder? Ein Matthew wird von dem Restaurantbesitzer an das Buffet geführt, wo er sich einfach bedienen darf. Und er fragt, wo ist der Abfallkübel? Oder wo ist da der Abfallort, wo ich mir das Essen zusammenstellen kann? Die ähnliche Frage stellt der, wo ein Kind von Gott ist, wo an dieser Quelle ist, von dem ewigen Wasser, und dann fragt, wie viel darf ich sündigen? Oder darf ich erst recht noch sündigen? Die Sünde macht uns kaputt, tut uns nicht gut. Die Sünde ist etwas Nötiges, wenn wir mal das erlebt haben, was Gott uns parat hat, das Buffet. Es ist uns wirklich so klar, dass es keinen Sinn macht, dass man sich nach dem Abfallessen wieder sehnt. Und doch immer wieder passiert das, dass wir sagen, hey, ich möchte lieber mich vom Abfall ernähren. Das macht jeder, der fragt, ja, wie viel darf ich als Christ noch sündigen? Wie viel darf ich noch machen, dass es überhaupt vielleicht Sünde ist, dass es Gott noch okay findet? Wie viel muss ich noch dann anders machen, wieder meine Checkliste erfüllen, damit es den Gott wieder okay findet? Um das geht es nicht. Was Gott möchte, ist im Fall von dem Restaurantbesitzer mit dem Matthew zusammen an einen Tisch hocken und zusammen mit ihm ein gutes Essen geniessen. Gott möchte mit dir Gemeinschaft haben. Aber Gott wird sicher nicht mit dir im Abfallkübel Essen suchen, weil Gott weiß, was gut ist. Und in dem Sinn sind wir herausgefordert, so müssen wir wieder fragen, Gott, was heisst das Buffet, das du mir voranstellst? Was ist das Buffet, das du mir gibst? Ich glaube, manchmal fällt uns der Blick auf das, was Gott uns schenkt. Wie reich wir beschenkt sind von ihm. Dass wir uns überhaupt die Frage stellen, darf ich denn auch noch das, was andere machen? Darf ich denn noch Stege laufen? Oder wie nahe darf ich an die Stege gehen? Der Gott kennengelernt hat und ein bisschen näher mit ihm unterwegs ist, hat erlebt, dass Gott uns so fest lieb hat. Dass er, wenn uns etwas gibt, wo er sagt, mach das, du meine Gebote befolgen, dass er das macht, weil er uns lieb hat. Weil er weiß, dass Abfall nicht gut ist für uns. Der Abfall in dem Fall steht für Sünde. Für alles das, was wir machen, was nicht Gott gern hat. Und wenn Gott das sagt, ist das, weil das absolut das Beste für uns ist. Aber nicht, damit wir daraus irgendwie Checklisten machen und dann meinen, wenn ich das erfülle, dann bin ich irgendwie ein besserer Christ oder was auch immer. Wer das Ausmaß von dem verstanden hat, was Gott für uns gemacht hat, der wird nie mehr fragen, darf ich zurück in den Dreck, wo Gott mich rausgeholt hat. Der wird nie mehr den Wunsch verspüren überhaupt, in das hineinzugehen.
Und er wird sich auch an das halten, was Gott gegeben hat, an die Gebote, weil er weiß, das ist Freiheit. Und das mag jetzt vielleicht für dich ein Widerspruch sein, wenn du hörst, einerseits mit Gott unterwegs ist einfach Beziehung. Es geht nicht ums Erfüllen von Checklisten. Und gleichzeitig hat Gott uns doch Gebot gegeben, und er sagt, zu unserem Besten will er, dass wir die erfüllen. Und wenn wir innerhalb von denen unterwegs sind, dort erleben wir die richtige Freiheit. Ein Beispiel. Ich finde es amigs noch cool, in den Bergen unterwegs zu sein, auf den Pässen. Ich muss amigs, wenn du dann reden bist, ein bisschen langsamer fahren, weil sie sind schnell mich bedroht, dass sie dann kotzt. Aber es ist recht cool. Und was ich in der Schweiz ganz toll finde, im Unterschied zum Beispiel zu Peru, wo ich letztes Jahr war, ist es, dass es Leitplanken hat an der Seite. In Peru ist es 300 Meter runtergegangen und es hat nichts gehabt. Also man hat einfach können, habe ich nicht getestet. Und wenn man jetzt auf so einer Straße unterwegs ist, kann man sagen, hey, da hat es links eine Leitplanke, da ist eine Felswand, hey, das ist eine mega Einengung. Und so sehen wir manchmal Gottes Gebot, wir fühlen uns eingegangen. Aber eigentlich ist die wahre Freiheit, dass wir, wenn wir innerhalb von diesen Leitplanken unterwegs sind, ist nichts passiert. Hey, da können wir auch mal ein bisschen Gas geben. Da können wir Freude haben, in dem unterwegs sein auf dem Pass. Aber die Planken schützen uns, dass wir uns irgendwo in den Abgrund stürzen. Und in dem Sinn sind auch gewisse Leitplanken, die Gott uns gibt, totale Freiheit, weil sie uns davor schützen, dass wir Sachen machen, die schlussendlich selber schaden. Und in dem Sinn möchte ich schliessen mit den letzten 2 Versen, die wir vorher gelesen haben. Vers 5 und 6 sagt der Paulus, wir hingegen warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält. Und diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes, sie ist uns aufgrund des Glaubens geschenkt. Denn wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Wir dürfen in der Erwartung leben von der Gerechtigkeit, wo Gott uns zugesprochen hat. Gott hat gesagt, wir sind einfach gerecht vor ihm. Egal, was wir machen. Nein, nicht egal. Egal ist ein schlechtes Wort. Unabhängig davon, was wir machen. Wir kommen die Gerechtigkeit über von ihm. Gott sieht uns total als fehlerlos und hat uns immer lieb. Unabhängig davon, was wir machen. Er gibt uns Leitplanken, damit wir in diesem Schutz unterwegs sind. In dieser Beziehung mit ihm. Und das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Warum? Weil der Glaube ist die Bedingung, dass ich in dieser Verbindung mit Gott leben kann. Und noch spannend ist, der zeigt sich in tatkräftiger Liebe. Also ein Zeichen, dass du das Leben im Überfluss hast, ist, dass du die Liebe von Gott bei dir Hand bekommst. Dass du anderen Menschen die Liebe von Gott zeigst. Was heißt das ganz konkret für mich? Ich halte mich nicht an Gottes Gebot, weil ich Gottes Liebe mir verdienen will oder etwas will Gott beweisen. Ich will nicht Checklisten erfüllen. Nein, das wäre Gesetzlichkeit. Das ist überhaupt nicht das, was die Bibel und Gott denkt hat. Ich halte mich aber an seine Weisungen, weil ich weiß, dass Gott mich lieb hat und das, was er mir sagt, absolut das Beste für mich ist. Weiter, oder anders gesagt, ich tue nicht sündigen, weil ich nicht sündigen darf. Wenn mir Gott sonst eins klatscht. Das wäre Gesetzlichkeit. Wäre wieder so eine Checkliste erfüllen. Oh nein, als Christ darf ich das nicht. Ich wäre so gut nicht Christ in dem Moment, damit ich das machen könnte. Das ist totale Gesetzlichkeit. Wenn du so denkst, oh Scheibe, jetzt bin ich Christ, ich darf das nicht. Nein, ich sündige nicht, weil es ganz einfach dumm ist, abgestandenes Essen zu essen. Irgendwelche stinkende Flüssigkeiten zu mir zu nehmen, wenn Gott mir einen frischen Bach zur Verfügung stellt, wo ich meinen Durst für immer löschen darf. Es macht keinen Sinn, dass ich mich mit Sünde abgebe, wenn ich ein Kind von Gott bin. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Mich motiviert das total. Hey, ich habe einen Gott, der mich liebt, der wirklich alles gegeben hat. Selbst jetzt, wo ich sein Kind bin, gilt das. Es ist ein Gott, der zwar mir Leitplanken gibt, der mich schützt, aber wo ich nichts machen muss, um mich zu beweisen, der hat mich einfach gern. Wenn ich spüre, dass Menschen mich einfach gern haben,
dann bin ich so gern parat, einfach Vollgas zu geben. Wollte ich mich revanchieren, aber nicht, weil ich die Checkliste erfüllen will, sondern weil ich die Person einfach gern habe und weiss, hey, die hat mich auch gern. Und wenn die Person etwas will, dann mache ich das. Aber es ist nicht das Checkliste erfüllen. Und ich wünsche uns allen, dass wir in dem hinein dürfen wachsen. Dass wir das hinein dürfen kommen, dass jeder heute Abend rausgehen und sagen, hey, vielleicht erlebst du noch nicht ganz das Leben im Überfluss, aber ich möchte das. Und ich möchte in das hineinwachsen. Und ich möchte jeden ermutigen, wenn du das nicht erlebst in deinem Leben, mach den Schritt heute.